This ain't no city dream. Na 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 na. So won't you hold on to love? Won't you believe in its power to hear what's unspoken? No, love is built like Rome, but you can tear it down with just a blow. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive and unbroken. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive without rival. I'm not giving up, I'm not backing down. I am hanging on, just another round. I'm not giving up, I'm not backing down. I am hanging on. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive and unbroken. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive without rival. I know you've lost sight of the wonder, but I know it will come back faster than you could ever dream of. Na, 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 na. Ooh, I see your head in the water, babe. With your breath like ticker tape, honey, I know you get scared of nightlights of a show. Oh, but the plans I have for you, I see you bloom like a butterleaf on the moon. Ooh, dear, put your crown on. See your time's running fast, you can call upon. Nobody knows that you're not even close. Let me tell you that they feel the same too. So grab your head and your toes, let the madness grow cold, let it smooth, 'cause you're a butterleaf on the moon. Shoulder back, chest out, hold your head up high. Didn't you know you were born to fly? Ooh, dear, put your crown on. See your time's running fast, so you can call upon. And if you ever need a brother, I'll be right there too, and I'll cheer for you real smooth. Like a butterleaf on the moon. Nobody knows that you're not even close. Let me tell you that they feel the same too. So grab your head and your toes, let the madness grow cold, let it smooth, 'cause you're a butterleaf on the moon. as I know. Nobody knows that you're not even close. Let me tell you that they feel the same too. So grab your head and your toes, let the madness grow cold.
Oh, I'm tired of waiting for the rain. I think I'm gonna settle down on the right side of this weary lane. Seems like the time has come to give up all those dreams that I've bottled up. Fear a constant battle I cannot hold on. Thought I'd be better off all on my own. Oh, I don't care if it always on me. Oh, I go as far as your love carries me. I'm not worthy, but I've heard you whisper loud and clear. These dry bones still can live, even after all these years. Your hand is strong enough to carry it, so I like sanctuary for my cold, unruly mind. You won't leave me broken, I won't stay behind. Oh, I don't care if it all rains on me. Oh, I go as far as your love carries me. Oh, I don't care if it all rains on me. Oh, I go as far as your love carries me. You come to life, oh, I'll breathe on these dry bones. You weren't meant to live alone, son, till you're young again and see the man you can be when you're with me. Oh, I don't care if it all lays on me. Oh, I go as far as your love carries me. Oh, I don't care if it all lays on me. Oh, I go as far as your love carries me. These dry bones still can live, even after all these years. I'll show you places where you've never been before. We follow traces from sleeping mountains to the raging shore. The smell of fishes and of the ocean in our nose. How long they last, nobody knows. Who will follow me? Who will follow you? Who will follow me to the place I wanna see? Did you know the birds can dance like MJ at his best? And young orangutans need years to live the nest. The jungle isn't stays the long of planet Earth. We should take care of it and its worth. Who will follow me? Who will follow you? Who will follow me to the place I wanna see?
Let's lace our shoes, go out, go high, follow the horizon with our heads up high. There's so much to see, give it a try. Lost sight of the wonder, but I know it will come back faster than you could ever dream of. Na 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 na. So won't you hold on to love? Won't you believe in its power to heal what is broken? No, love is built like Rome, but you can tear it down with just a blow. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive and unbroken. This ain't no city dream. Na 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 na. So won't you hold on to love? Won't you believe in its power to hear what's unspoken? No, love is built like Rome, but you can tear it down with just a blow. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive and unbroken. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive without rival. I'm not giving up, I'm not backing down. I am hanging on, just another round. I'm not giving up, I'm not backing down. I am hanging on. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive and unbroken. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive without rival. I know you've lost sight of the wonder, but I know it will come back faster than you could ever dream of. Na, 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 na. Ooh, I see your head in the water, babe. With your breath like ticker tape, honey, I know you get scared of nightlife super show. Oh, but the plans I have for you, I see you bloom like your buddy on the moon. Ooh, do you put your crown on? See you
Say time's running fast, you can call upon. Nobody knows that you're not even close. Let me tell you that they feel the same too. So grab your head and your toes. Let the madness go cold. Let it smooth. 'Cause you're a bubbly on the moon. Shoulder back, chest out, hold your head up high. Didn't you know you were born to fly? Ooh, dear, put your crown on. See, time's running fast, you can call upon. And if you ever need a brother, I'll be right there too. And I'll cheer for you, real smooth. Like a bubbly on the moon. Nobody knows that you're not even close. Let me tell you that they feel the same too. So grab your head and your toes. Let the madness grow cold. Let it smooth. 'Cause you're a bubbly on the moon. Don't give up on it, baby. Herzlich willkommen miteinander. Mega schön sind ihr da, sind ja an dem Missionsgottesdienst da. Ich sehe, alle haben ein Plätzchen gefunden. Mega cool. Ja, ich möchte ganz speziell auch begrüßen die Leute, die hier sind im Livestream. Mega cool sind ihr ein Teil von unserem Gottesdienst. Mega cool, wenn es Leute haben unter uns, die das erste Mal da sind. Ihr seid herzlich willkommen als unsere Gäste. Und ganz speziell möchte ich auch das Team von der Allianz begrüßen. Ihr werdet nachher noch viel von ihnen hören. Und ja, sie sind da, um mit uns einen Missionsgottesdienst zu feiern. Und ich habe das als Kind immer mega cool gefunden, weil dann hat sich wie so ein Fenster aufgetan in eine Welt, die ganz anders aussieht wie unsere, wo man gelernt hat über, wie sieht das Christsein in anderen Ländern aus, wie sieht Gottesdienst, Evangelisation in anderen Ländern aus. Und meistens haben die Leute mega krasse Geschichten im Gepäck gehabt. Und darum bin ich auch gespannt, was wir heute hören. Genau. Und zwar ist das Team von der ÖEA da. Und ich habe mich zuerst gefragt, ob das ein Tippfehler ist im Mail von Phil, weil es klingt ja ein bisschen eigen, aber es heisst einfach Österreichische Allianz Mission. Österreichische Evangelische Allianz, genau so. Genau. Und ja, danke vielmals, habt ihr den weiten Weg da gemacht. Und wir werden zuerst eine kleine Vorstellungsrunde dann hören von der Brigitte, die sicher auch viele Leute kennen. Und nachher eine Predigt von Christoph, wo er einfach uns auch mit reinnimmt zum Thema Umbruch, wo wir ja auch unterwegs sind in der Predigtserie Zerbruch. Aber jetzt möchten wir zuerst einfach auch eine Zeit vom Worship haben. Und darum stehen doch gerade am Anfang zusammen auf, dass wir zusammen Gott loben. Schritt für Schritt, über Berg und Tal, durch alles was kommt. Du führst mich weg.
Fundament verhebt, wenn's um mich stürmt. Ich stand fest bei dir, der, wo ein Wort sagt, zur Ruhe befiehlt. Drei durch alle Zeiten, bleibt an meiner Seite. Du bist der Fels, wo ich drauf kann stehen. Du bist der Gott, wo ich mich drauf verlasse. Du bist die Zukunft, wo ich kriege. Ja, ich lauf mit Zuversicht zum Halt, wo ich brauche im Sturm. Du meine Zuflucht und sicherer Turm. Gott mit dir und ich überwinden. Drum lauf ich lauf mit Zuversicht. Ich lauf mit Zuversicht. Du bist meine Stärke, du bist meine Freude. Gott ist meine Hoffnung, Gott ist meine Zuversicht. Du bist meine Stärke, du bist meine Freude. Gott ist meine Hoffnung, Gott ist meine Zuversicht. Du bist meine Stärke, du bist meine Freude, Gott ist meine Hoffnung, Gott ist meine Zuversicht. Du bist der Fels, wo ich drauf kann stehen. Du bist der Gott, wo ich mich drauf verlasse. Du bist die Zukunft, wo ich drin gehe. Ja, ich lauf mit Zuversicht zum Halt, wo ich brauche im Sturm. Du meine Zuflucht und sicherer Turm. Gott mit mir will ich überwinden. Drum lauf ich lauf mit Zuversicht. Ich lauf mit Zuversicht. Guten Morgen auch von meiner Seite. Heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Heute ist Palmsonntag. Und Palmsonntag feiern wir oder an das denken wir, weil in der Bibel ist am Palmsonntag Jesus auf Jerusalem eingezogen. Und die Leute haben ihn erwartet und sie haben sich gefreut darauf, dass er endlich das Römerreich stürzt und endlich kommt das neue Reich von Gott, wo sie nicht mehr unterdrückt werden. Und auch wir dürfen uns freuen auf Neues, aber wir dürfen offen sein für das, was Gott bringt, weil er hat viel, viel Besseres im Sinn gehabt. Viel Besseres als einfach nur Römer vertreiben. Ein neues Reich, wie sich die Leute nicht vorstellen können. Und auch wir dürfen offen sein für Neues von Gott in unserem Leben, wo wir es gar nicht vorstellen können. Meine Hoffnung ist lebendig, mein Fundament in dir beständig. Auch wenn mein Verstand begrenzt ist, traue ich dir alles zu. Du hast gute Gedanken, die mich fest in dir verankern. Und weil ich in deiner Hand bin, traue ich dir alles zu. Denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen, in dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Alles neu. In meinen dreckigsten Momenten
Schönheit fällt wie der Regen, in dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen, in dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Alles alles neu, alles neu. Jesus, du machst alles neu, alles neu. Du machst alles neu, du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen, du machst alles neu. Alles neu, denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen, in dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen, in dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Ja, du machst alles neu. Alles neu. Ihr Gemeinschaft vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Ist Geheimnis vom Glauben, von Hoffnung und Liebe vereint. Durchs Leben, durchs Kreuz und durch die Auferstehung von dir. Ist alles von gestern, von heute und morgen neu definiert. Von ganzem Herzen mit aller Kraft und meinem Verstand wollt ich dich suchen. Von ganzem Herzen mit aller Kraft und meinem Verstand wollt ich dich lieben. Die Gemeinschaft vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist ist Geheimnis vom Glauben, von Hoffnung und Liebe vereint. Durchs Leben, durchs Kreuz und durch die Auferstehung von dir. Ist alles von gestern, von heute und morgen neu definiert. Von ganzem Herzen mit aller Kraft und meinem Verstand wollt ich dich suchen. Von ganzem Herzen mit aller Kraft und meinem Verstand wollt ich dich lieben. Für immer und ewig gehört dir
alliiert. Für immer und ewig gehört dir alliiert. Für immer und ewig gehört dir alliiert. Für immer und ewig gehört dir alliiert. Vor ganzem Herzen mit aller Kraft und meinem Verstand wollt ich dich suchen. Vor ganzem Herzen mit aller Kraft und meinem Verstand wollt ich dich lieben. Vor ganzem Herzen mit aller Kraft und meinem Verstand wollt ich dich suchen. Vor ganzem Herzen mit aller Kraft und meinem Verstand wollt ich dich lieben. Amen. Genau, ich darf euch Brigitte nochmal herzlich willkommen heißen. Brigitte Kreuziert, die meisten von uns kennen sie sehr gut. Und Brigitte, wir haben beim Mittag herausgefunden, du bist schon länger in der Mission als ich auf der Welt. Und wie lange ist das jetzt schon genau? Also ich bin... Ja. Also ich bin seit 1997, also 25 Jahre, jetzt in Österreich in der Mission. Ich gehöre schon zu den alten fast Missionaren in Österreich. Genau. Mega cool. Aus meiner Sicht ist das mega lang. Ja, Genau. du bist mega alt, Steffi. Genau. Und als ich einfach die Seite von der ÖA angeschaut habe, steht von dir ein Zitat. Und zwar schreibst du dort: Mich begeistert an der ÖA, dass ich bei dieser großen Mission wichtig bin und wirklich etwas tun kann. Ich bin bereit. Und ich finde es mega cool, dass du am Schluss sagst, ich bin bereit. Dass du sagst, einfach, hey, ich möchte mich brauchen lassen von Jesus. Das allein ist ein riesiges Statement. Und was machst du jetzt besonders gern bei der Mission? Kaffee trinken, nachdenken. Ich habe gerne Kaffee. Aber besonders gern mache ich, für mich ist Kommunikation etwas, was ich sehr gerne mache. Und zwar jetzt nicht unbedingt so auf der Bühne stehen und das präsentieren, sondern im kleinen Rahmen mit unseren Partnern, im Rahmen von meinem Dienst, jemandem einfach Hilfestellung geben. Das mache ich sehr gerne. Da geht mir das Herz auf. Mega cool. Das ist sicher auch nicht das Einzige, was du machst. Und darum darfst du uns jetzt gerade noch ein bisschen vorstellen, was du so tust. Danke Danke vielmals, Stefanie. Gut. Jetzt muss ich da schauen. Oh, das ist ja schon da. Wunderbar. Ja, ich bin ja vor eben 25 Jahren, wie schon gesagt, bin ich nach Österreich gegangen, von Embrach ausgesendet worden als erste Missionarin von dieser Gemeinde. Und ich sehe, es sind ganz viele neue Gesichter da im Gottesdienst und ich sehe aber auch altvertraute Gesichter, die ja auch genau schon so lange in die FEG in Embrach gehen. Ich habe nicht von Anfang an in der Allianz Gott dienen, sondern ich bin zuerst bei der KEB, heute Kids-Team. Und zwar, ja, wie lange? 15 Jahre etwa. Genau, mit Praktikum und allem drum und dran. 15 Jahre bei der KEB gsi, bis ich eine neue Herausforderung gesucht habe und der Christoph mich dann gefragt hat, ob ich nicht möchte, zu der österreichischen evangelischen Allianz kommen.
In diesen 25 Jahren hat sich einiges da. Ich bin im vollzeitlichen Dienst und ich habe auch meinen Mann kennengelernt. Ich bin seit 8 Jahren verheiratet. Ich gehöre da zu den sportberufenen Verheirateten. Und seit 2 Jahren haben wir ein Hündchen und wir sind eine Patchwork-Familie eigentlich. Jeder kommt aus einem anderen Land. Der Hund von Ungarn, ich von der Schweiz und mein Mann ist Deutsche. Genau. Ja, und jetzt bei der Österreichischen Evangelischen Allianz, das ist unsere Vision für unsere Arbeit. Ein Stück Himmel auf Erde für alle Menschen in Österreich. Wir haben lange an dem überlegt, was ist eigentlich unser Wunsch für die Zukunft. Und das ist dabei herausgekommen. Natürlich können wir kein Himmel sein, aber wir können als Christen ein Stück weit, oder sind ja auch Repräsentanten von dem, wo einmal in Zukunft auch wird sein und von dem, was wir persönlich auch schon erleben, nämlich in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wer ist die österreichische oder was ist die österreichische Evangelische Allianz? Das werde ich euch jetzt einfach ein bisschen vorstellen. Wir sind ein dynamisches Netzwerk von Christen von unterschiedlichen Konfessionen. Natürlich eben christlicher, unterschiedlichen Konfessionen. Und unser Auftrag ist, die gute Nachricht von Jesus Christus lebendig zu machen in Wort und Tat. Das heißt, gemeinsam glauben, gemeinsam beten und gemeinsam handeln. Gemeinsam sind wir stärker. Und an dem gemeinsam, da sind auch ihr beteiligt. Weil nur mit euch gemeinsam konnte ich auf Österreich gehen. Ihr gebt den Rückhalt, den ich brauche, gemeinsam den Auftrag in Österreich wahrzunehmen, durch euer Gebet und auch durch eure finanzielle Unterstützung, die ich da als Missionarin bekommen darf. So, jetzt unser Mitarbeiterteam. 3/4 von unserem Mitarbeiterteam ist ja da im Saal. Der Christoph, vielleicht kannst du schnell aufstehen, das ist der Christoph Grötzinger. Er ist seit 22 Jahren der Generalsekretär der Allianz in Österreich. Und der Christoph und ich haben bei der KIB auch schon zusammen gearbeitet, ein paar Jahre bevor er zu der Allianz gegangen ist. Der Christoph wird in knapp 2 Jahren in Rente gehen. Und wir haben schon einen Nachfolger, Oliver Stotzek, ist der Nachfolger von Christoph. Und er wohnt mit seiner Familie noch in Deutschland und tut jetzt so nah die Aufgaben übernehmen. Im Sommer zügelt sie auf Österreich. Und dann startet er richtig durch. Das macht er jetzt schon, aber ich denke, dann wird noch einiges kommen. Genau. Und da auf dem Bild sehen wir, haben wir ein Team-Meeting, Online-Meeting. Wir 3 sind in Österreich im Büro und Oliver in Deutschland im Büro. Und wir haben da noch Renate Fürst. Sie ist unsere Buchhalterin und hat auch verschiedene Projekte, die sie betreut. Die Allianz besteht, also die Österreichische Evangelische Allianz, besteht aus 123 Partnern. Jetzt haben wir gerade, Anfang März, haben wir den 123. Partner begrüßen. Was sind das Partner von der ÖEA? Und ich habe das da aufgeschrieben. Das sind Organisationen, das sind Kirchengemeinden, Unternehmen und dazu gehören dann auch 500 Einzelpersonen. Aber Partner sind hauptsächlich das, was ich da geschrieben habe.
Da gehört zum Beispiel, das dürft ihr gerne auf unserer Webseite schauen, da gehört da Wycliffe gehört dazu, da gehört die Freikirche Österreich gehört dazu, Bund Evangelikaler Gemeinden, OM gehört dazu, was ja auch sehr bekannt ist. Das sind Partner von uns. Dann haben wir 9 regionale, das sind anerkannte Allianzen, das heisst, sie machen das, was wir im Grossen wollen, nämlich das Miteinander konfessionell, machen sie im kleinen Rahmen. Und das ist in diesen Städten, die ich hier aufgeschrieben habe. Also 9. Und es gibt aber auch noch mehr Zusammenschlüsse, die jetzt aber nicht ganz offiziell regionale Allianzen sind. Und wir haben 9 Arbeitskreise. Und die Arbeitskreise, die haben natürlich eigene Ziele. Also da ist ein Arbeitskreis für Lehrer dabei, für Frauen, für Sportler. Und die haben alle unterschiedliche Ziele, aber eins eint alle. Sie im Glauben stärken, miteinander glauben, handeln, beten und Menschen für Jesus gewinnen. Also das vereint sie alle. Auch Christ und Behinderung ist dabei. Also das sind unsere Partner, regionale Allianzen und Arbeitskreise. Und ich habe das jetzt ein bisschen in einem dargestellt, was denn jetzt meine Aufgabe ist, im Speziellen jetzt mit den Partnern und mit denen. Das heisst, ich kommuniziere mit denen. Das ist die Hauptsache, was ich mit ihnen mache. Ich kommuniziere, und zwar über, kann man das lesen? Ja, den Gebetskalender. Den habe ich mitgebracht. Oh. Der Gebetskalender, da frage ich unsere alle 3 an, also Partner, Allianzen, Arbeitskreis, um Gebetsanliegen. Es ist uns wichtig, dass wir füreinander beten. Das heisst, sie schicken mir ihre Anliegen, ich tue das da sammeln, ordnen, entsprechend verschiedenen Daten, wo sie das gerne wünschen. Und der Gebetskalender wird dann ausgeschickt an die den bestellt haben, aber auch natürlich auch innerhalb der Allianz an unsere Organisation. Und dann haben wir weiter, ich kommuniziere mit Ihnen für die Veranstaltungshinweise. Ich habe hinten den Allianzspiegel aufgelegt. Das ist eine Zeitschrift, die vierteljährlich rauskommt. Das ist der Christoph, der da die Hauptverantwortung hat. Und ich bin da im E-Mail-Kontakt mit allen bezüglich Veranstaltungshinweise. Es gibt so viel Angebot bei 123 Partnern. Und man kann das ja nicht alles wissen, aber im Allianzspiegel veröffentlichen wir die gratis veröffentlichen. Und da schreibe ich sie an, sie sollen mir doch sagen, was haben sie, und dann werden wir das da veröffentlichen. Ich kommuniziere auch über den Newsletter, und das ist ein ziemlicher Brocken, der Newsletter, der ist monatlich. Und ich bin da sehr herausgefordert mit dem Newsletter. Das ist jetzt ein PDF vom letzten E-Mail, wo mir da kann ich jetzt selber aber weiterklicken. Also das sind einfach verschiedenste Beiträge, die aktuell sind, wo wir sagen, jawohl, das ist wichtig, dass ihr das wisst und die Infos dann rausgeben. Ein Webinar für alle. Da hat sich der russische Generalsekretär von der Allianz in Russland hat sich entschuldigt für das, was in seinem Land passiert in Russland. Also wir machen auf Gebetsinitiativen aufmerksam, wir ermutigen, wir suchen Mitarbeiter, machen auf Podiumsdiskussionen, auf Reisen aufmerksam. Also der Newsletter ist immer aktuell und sehr bereichert von einem guten Angebot und von viel toller Information. Danke vielmals. Jetzt gehen wir wieder zurück
in die Präsentation. Genau. Ich glaube, das mit der Webseite, das tun wir überspringen, weil es ist von der Zeit her ein bisschen knapp. Genau. Aber auch über die Webseite, da haben Sie selber die Möglichkeit, mal zu schauen, was da passiert. Genau, nur, dass ihr einen Eindruck habt. Auch da sind aktuelle Sachen und die Partner haben die Möglichkeit, ihre eigenen Sachen bei uns auf die Webseite zu stellen, ihre Angebote, die sie haben. Dann möchte ich ganz kurz auf einen besonderen Dienst eingehen. Das ist ein Visum. Und ein Visum sind wir angefragt worden von einem von unseren Partnern, von Open Doors. Sie haben nämlich einen Gastredner aus Äthiopien eingeladen, dass der in der Gemeinde erzählen wie dann die christliche Situation ist in Äthiopien. Und damit er einreisen kann, braucht er ein Visum. Das heisst, ich habe alles vorbereitet, bin auf Salzburg gefahren, auf die Landespolizeidirektion, damit der nachher sein Visum hat und von Äthiopien kann erzählen kann, wie es dann dort ist. Äthiopien ist übrigens vom Weltverfolgungsindex auf dem Platz 38. Und das hat geklappt. Offensichtlich ist er ist dann auch da gewesen. Für die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen von der AEM, die gibt es ja auch hier in der Schweiz, darf ich Sekretariat betreuen. Das heisst, ich darf Sitzungen vorbereiten, Tagesordnungen schreiben, Protokoll schreiben und sie einfach mit meiner Anwesenheit erfreuen und ein bisschen Organisation rund um die Sitzungen, das Gebetsgrüppli ein bisschen leiten über WhatsApp, solche Sachen. Und das ist einfach eine zusätzliche Verantwortung, die ich habe in den Arbeitskreis bei der AEM. Dann gehört auch Kommunikation dazu, Gebetsinitiativen bekannt zu machen, wie Allianzgebetswoche, 30 Tage Gebet für den Islam. Es hat Anfang April angefangen und heute fängt an 5 Tage Gebet für die Sikhs. Das ist leider nur online, kann man sich das herunterladen. Genau. Nochmal kurz zurück. Was sind wir? Wir sind ein dynamisches Netzwerk von Christen von unterschiedlichen Konfessionen. Der Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus lebendig machen in Wort und Tat, indem wir glauben, gemeinsam glauben und beten und handeln, der scheint durch alles durch, was wir machen. Miteinander glauben, beten, handeln. Damit Menschen zu Jesus kommen. Und Stefanie, du hast am Anfang gesagt, der Einblick in eine Kinderstunde oder was du als Einblick bekommen hast, das war immer so spannend gewesen. Und ich kann euch sagen, ich habe für das, was ich euch jetzt erzähle, richtig Bauchweh gehabt. Weil ich stehe nicht an und erzähle die krassen Geschichten, die Missionare in Afrika machen oder erleben oder irgendwo auf der Welt, im Busch oder so. Aber unsere Arbeit in Österreich ist genauso wichtig. Österreich braucht Jesus Christus. Es sind viele Namenschristen. Und ich bin dankbar, dass, auch wenn ich keine krasse Geschichten erzähle, ich euch erzählen durfte, was wir in Österreich in der Allianz alles erleben. Und ich möchte einfach nochmal ganz herzlich Danke sagen für eure treue, jahrelange Unterstützung. Danke vielmals, Brigitte, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Jetzt darf ich den Christoph führen bitten, der gerade weitermachen wird. Ja. Christoph, du bist schon sehr lange auch dabei, kurz vor der Passion.
Und was würdest du sagen, wie tust du deinen Arbeitsalltag am liebsten starten? Mit dem Ausschlafen. Nein. Der Arbeitsalltag sieht so unterschiedlich aus, dass ich gar nicht sagen kann, so und so startet es. Ich bin unterwegs, ich bin im Büro, ich bin zu Hause im Homeoffice. Starten tun meine Frau und ich in der Regel damit, dass wir gemeinsam frühstücken und die Losung lesen. Sehr schön. Dass einfach Jesus den ganzen Tag dabei sein darf. So ist es. Mega cool. Ja, das möchten wir da jetzt auch machen. Ich möchte gerne für dich beten und für uns auch für die Predigt. Ja, Jesus, ich möchte dir mega Danke sagen. Darf der Christoph und sein Team da sein? Dürfen wir als Christen gemeinsam beten und handeln und zusammen sein und hören über Grenzen raus, dass wir dürfen über Grenzen raus einfach gemeint sein. Und schenke dir einfach auch deine Worte am Christoph und uns offene Herzen für das, was du zu sagen hast. Amen. Amen. Danke, Stefanie. Achtung, Handy. Guten Morgen. Es ist so schön, hier zu sein in einer Gemeinde, die jemand ausgesandt hat, ohne die ich kaum klarkommen würde in der Arbeit. Als die Brigitte jetzt das so erzählt hat, da dachte ich, boah, ich bin so dankbar, dass die da ist. Aber sie kann nur da sein, weil ihr hinter ihr steht. Wir saßen im Auto 2013 und haben Werbung gemacht für ProChrist. Wir standen vorm Einkaufszentrum und sie hat einfach gesagt, ich glaube, es ist was Neues dran. Und ich habe gesagt, komm doch zu uns. Du hast hier auch Möglichkeiten, in der Mission zu sein. Aber ich kann dich nur anstellen, wenn du dein Geld selber mitbringst. Es ist die Not, die wir teilweise immer noch haben. Leider. Sie hat es gewagt und hat bis heute durchgehalten, jetzt 9 Jahre schon dieses Jahr dann. Und ich möchte euch einfach ganz herzlich danken, dass ihr sie mittragt und so eigentlich auch zur Ausbreitung des Reiches Gottes und zur Verkündigung mit beitragt. Du hast es richtig gut gemacht und ich weiß, wie viel Bauchweh sie hatte im Vorfeld, aber ich glaube, du hast einen sehr guten Einblick gegeben in deine Arbeit. Jeder, der mich hört, weiß, der kommt ja eigentlich nicht aus Österreich und ihr habt recht. Ich bin Schwabe. Was ja auch wieder zeigt, wie die Situation ist im Heimatland Österreich. Und mein Nachfolger, also ich bin seit Oktober 2000 Generalsekretär da und ich habe immer gesagt, mein Nachfolger muss endlich ein Österreicher werden. Wir haben einige angefragt, haben alle abgesagt. Und dann kam Oliver ins Spiel. Von jemand anders vorgeschlagen, wir kamen ins Gespräch und es hat sich herausgestellt, er ist die Person. Aber er ist nicht in Österreich. Wie kann er die österreichische Allianz leiten? Ja, das braucht ein bisschen Zeit. Aber so ist es und wir sind einfach froh und dankbar. Hauptsache, wir arbeiten im Reich Gottes. Das ist ja wichtig. So, jetzt aber zu unserer Predigt. Sieht man das oder soll ich da weiter weggehen? Ist alles okay? Man hat mir gesagt, das Thema für den heutigen Gottesdienst ist Umbruch. Okay, Umbruch. Spannendes Thema. Umbruch besser als Zusammenbruch. Aber ehrlich, wer mag schon gern einen Umbruch? Umbruch bedeutet Veränderung. Und Veränderung bringt immer etwas Neues und Ungewohntes. Manche tun sich schwer damit. Heute ist Palmsonntag, vor uns liegt die Karwoche. Für die Jünger damals, zur Zeit Jesu, eine Woche des kompletten Umbruchs. Und ich nehme euch eigentlich jetzt eine Woche voraus, nämlich auf den nächsten Sonntag. Und ich lese den Predigtext aus Johannes 20, Vers 19 bis 21. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch.
Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Jünger waren nicht gut drauf, merkt ihr das? Sie steckten in einem gewaltigen Umbruch. Es war jetzt Sonntagabend und die Erlebnisse der vergangenen Tage waren einfach zu heftig. Am Donnerstag hatten sie noch das Passahmahl mit ihrem Herrn gefeiert. In der Nacht wird er gefangen genommen. Am nächsten Tag hängt er schon am Kreuz, stirbt elendiglich. Dann wird er herabgenommen und weggeschafft von einem Mann, der eigentlich gar nicht zur engeren Schar der Jünger gehört hat. Verwirrung pur. Dieser reiche Mensch legte Jesus in sein eigenes Grab und er lässt es mit einem Stein verschließen. Fertig. Amen, das war's. Dann kommt der Samstag. Er ist nicht weniger grässlich für die Jünger. Eine schwere Wolke hängt über diesem Tag, eine gespenstische Sabbatruhe. Dann kommt der Sonntag und plötzlich ist die Leiche weg. Und ein paar hysterische Frauen berichten, Jesus sei vom Tod auferstanden. Doch die Jünger glauben nicht. Es fällt ihnen zu schwer. Wer einmal in der Krise steckt, der kommt nicht so leicht wieder heraus. Das geht vor allem uns Männern so. Nein, die Jünger waren alles andere als gut drauf. Sie waren mit der ganzen Situation überfordert und belastet. Sie waren es seelisch, geistig und geistlich. Seelisch waren sie durch den Rost, verwirrt, durcheinander, angstvoll. Sie fühlten sich allein und im Stich gelassen. Geistig waren sie entraubt aller Hoffnungen und Ziele. Die Emmaus-Jünger drückten das sehr deutlich aus. Sie sagten, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und jetzt ist alles im Eimer. Und geistlich waren die Jünger ohne Glauben, denn sie hatten keine Schrifterkenntnis. Im selben Kapitel, Vers 9 heißt es, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Das war also die Situation der Jünger. Kennst du auch solche Situationen in deinem Leben, wo du seelisch, geistig und geistlich im Umbruch steckst? Da fällt es besonders schwer, einen Auftrag von Jesus anzunehmen, weil man meint, ihn gar nicht tragen zu können. Dann macht man die Schotten dicht und verschließt sich. So haben es auch die Jünger hier gemacht. Sie haben sich verbarrikadiert. Nun gut, dass Jesus schon einen Herrlichkeitsleib hatte, so konnte er durch die Mauer hindurch brechen und mitten unter ihnen sein. Wenn es anders gewesen wäre, sie hätten ihn wohl nicht reingelassen vor lauter Angst. Aber nun war er da und spricht ihnen Frieden zu. Zweimal macht er es. Friede sei mit euch. Es war sehr nötig. Und dann zeigt er ihnen seine Wunden. Die Zeichen sind der Auswirkungen unserer Verfehlungen und Unzulänglichkeiten. Und gleichzeitig Zeichen sind des Sieges und des Heilwerdens. Ich sehe, wie die Jünger plötzlich begreifen, das ist ja der Herr. Und dann kommt Freude auf. Und hier heißt es, die Jünger wurden froh, als sie den Herrn sahen. Es ist schade, dachte ich mir so beim Vorbereiten dieser Predigt, dass Jesus nicht in gleicher Weise leibhaftig in unsere Umbrüche tritt und Frieden und Freude hineinbringt. Auf der anderen Seite merke ich, wie Jesus immer wieder Geschwister benutzt, die genau das an seiner Stelle tun.
Wenn es uns nicht gut geht, bauen wir Mauern auf, igeln uns ein, werden depressiv und unruhig. Wir sind alles andere als friedvoll. Aber dann kommt ein Bruder oder eine Schwester und tritt in unsere Krise hinein. Es wird bei uns nachgefragt oder wir bekommen Besuch. Die Geschwister durchdringen unsere Mauern und stellen sich zu uns. Sie helfen uns immer wieder neu, den Blick für Jesus und seinen Sieg zu bekommen. Es ist gut, dass wir als Glieder am Leib Christi miteinander verbunden sind und uns gegenseitig vielfältig dienen. Das ist gelebte Allianz. Jesus geht seelsorgerlich mit seinen Jüngern um. Er weiß, dass er Menschen, die in einem Umbruch stecken, keinen Auftrag geben kann. Hier müssen zunächst mal die anstehenden Fragen geklärt werden, damit Friede und Freude einziehen kann. Manchmal verspüren wir, wie Dinge aufbrechen. Und da ist es gut, wenn wir die erst mal klären. Manchmal brauchen wir auch einen besonderen Zuspruch, damit unser Herz wieder zur Ruhe kommt. Auch Gebetsunterstützung durch andere tut gut. Wir sollten all diese Möglichkeiten, die sich in einer Gemeinde auftun, auch nützen. Auch Geschwister aus dem Hauskreis können solch eine hilfreiche Flankierung geben. Lass Jesus bewusst in die Zeit deines Umbruchs hinein. Er will Frieden und Freude bringen. Und dann kommt der Auftrag, den Jesus nun an seine Jünger richtet. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So habe ich es immer gelesen, bis ich eine andere Lesart entdeckt habe. Die geht so: Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da geht es also zunächst nicht um den Auftrag an sich, sondern um seine Qualität, um das Wie. Wie gestaltet Jesus diese Qualität? Was sind seine Prinzipien? Erstens, Jesus fordert nichts von uns, was er nicht selbst bereit war zu tun. Wenn Jesus uns mit einer Mission beauftragt, bedeutet das nicht sklavischen Gehorsam eines Befehls, sondern das Hinterhergehen in seinen Fußstapfen. Interessant ist, dass seine Schrittweite und seine Schuhgröße genau unserer persönlichen entsprechen. Jesus ist kein Sklaventreiber, er geht uns voran, aber immer so, dass wir Schritt halten können. Zweitens, Jesus sendet uns nicht von sich weg, sondern bleibt in der Sendung untrennbar mit uns verbunden. Jesus hat zwar die Herrlichkeit beim Vater verlassen, war aber nie getrennt von ihm. Nur ein einziges Mal empfand Jesus eine tiefe Trennung vom Vater, und das war zur Todesstunde am Kreuz. Aber genau diese Trennung müssen wir nicht mehr erleben. Für uns gilt die feste Zusage unseres Herrn Jesus: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Drittens, Jesus führte seinen Auftrag exakt nach dem aus, was er den Vater tun sah. Das macht uns Mut, denn wenn Jesus uns beauftragt, dann trägt er auch die praktische Verantwortung dafür. Zum Beispiel gibt er uns die Gaben, die wir zu unserer persönlichen Sendung brauchen. Es sagte mal jemand, was mich sehr beruhigt hat: Jesus beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Wir bekommen das nötige Rüstzeug und dann heißt es zu lernen. Er zeigt uns, wie es geht und was wir wann tun sollen. Das erfordert, dass wir gut zuhören. Daher brauchen wir auch in unserem Alltag einen festen Anker in Jesus,
Zum Beispiel Zeiten, in denen wir bewusst auf ihn hören. Auch brauchen wir in unserem Alltag, auch brauchen wir Zeiten, in denen wir bewusst auf ihn hören. Auch brauchen wir eine gewisse Sensibilität in unserem Tagesgeschäft für das, was gerade dran ist. Oft sind es die ungeliebten Überraschungen, die wir vielleicht gar nicht brauchen können, wo wir eigentlich was anderes geplant haben. Aber in denen Jesus uns zeigt, hey, das ist jetzt wichtig, nimm dir Zeit für den oder den Menschen oder die Aufgabe. Neben diesen 3 Prinzipien der Sendung möchte ich auf einige Merkmale der Sendung Jesu und damit unserer Sendung eingehen. Denn wir behalten immer im Hinterkopf, gleich wie mich, sagt Jesus, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus wurde gesandt und wir werden gesandt. Das ist wie 1:1. Wir werden gesandt in eine andere Welt. Ich muss aus Zeitgründen auf das Lesen der Bibelstellen verzichten. Viele von euch wissen was da steht, in der Regel. Aber lest doch zu Hause einfach nochmal nach. Nehmt euch am Nachmittag Zeit. Ich glaube, die PowerPoint wird dann auf der Homepage sein oder wie auch immer. Oder ihr könnt es jetzt mitnotieren. Genau. Philipper 2. Jesus hat Gottes herrliche Welt verlassen, ist zu uns auf die Erde gekommen. Was für eine andere Welt, was für eine Anpassung an unsere niederen Verhältnisse. Wir können es uns nicht vorstellen, was das für ihn bedeuten musste. Sendung heißt ja auf Lateinisch Missio. Daher rührt das deutsche Wort Mission her. Mission bedeutet immer, dass ich eine Grenze überschreite. Zum Beispiel in ein anderes Land, in eine andere Kultur, in eine Welt anderer Wertmaßstäbe, anderer Gewohnheiten, anderer Sprachen, anderer Gerüche. Ich überschreite die Grenze von etwas Gewohntem zu etwas Ungewohntem. Die andere Welt ist eben anders, fremd. Brigitte hat es erwähnt, im Moment sind wir mitten in unserer Gebetsaktion 30 Tage Gebet für die islamische Welt, die wir ja als 3 evangelische Allianzen, 3 deutschsprachige, Deutschland, Schweiz, Österreich gemeinsam tragen. Diese Gebetsaktion gibt mir die Möglichkeit, in fremde Welten einzutauchen. Ich informiere mich, ich bete, ich besuche vielleicht auch einen muslimischen Nachbarn. Ich kann euch das Heft nur warm ans Herz legen. Es gibt nicht nur Gebetsanliegen, sondern auch ganz viel Information über die islamische Welt. Jesus sendet uns in andere Welten. Das fällt keinem von uns leicht. Wir mögen manche Menschen nicht. Wir können sie buchstäblich nicht riechen. Viele sind einfach anders wie wir. Sie denken anders, gehören einer anderen gesellschaftlichen Schicht an, haben komische Hobbys, was auch immer. Ich muss mich überwinden, mich einlassen auf diese Welt, sonst kann ich diese Menschen nie erreichen. Mission braucht einen langen Atem. Wir leben unsere Sendung leider oft nur so aus, dass wir kurzzeitig in der Welt des anderen auftauchen, ihn anpredigen und dann wieder von dannen ziehen und sind dann enttäuscht, wenn sich der nicht bekehrt. Wir müssen uns langfristig in die Welt des anderen begeben und sein Leben teilen. Jesus wurde gesandt, wir werden gesandt als Mensch zu Mensch. Als hauptamtlicher Mitarbeiter im Reich Gottes muss ich mir immer wieder sagen, Christoph, du bist nicht von Berufswegen zu den Menschen gesandt. Du bist auch nicht als Christ zu den Menschen gesandt. Denn beides hat den Anschein, ich bin was Besseres und bringe dir, was du noch nicht hast. Das stößt ab. Ich bin zunächst als Mensch zu meinem Mitmenschen gesandt. Ich bin gesandt, um zu sagen, ich verstehe dich. Ich habe mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Ich fühle mit dir. Mit unserer Bekehrung vergessen wir oft, woraus uns Christus eigentlich errettet hat. Wir verlieren den Bezug zu unserem alten Leben und damit auch zu den Leuten.
bitte richtig verstehen. Wir sind natürlich glücklich über unsere Erlösung und sehnen uns auf keinen Fall zurück. Aber wir haben auch zunehmend weniger Kontakte außerhalb unserer Gemeinden. Mach doch mal den Test und schreib dir auf, wie viele Nichtchristen du noch als Freunde hast. Also ich meine nicht die visuellen Facebook-Freunde, sondern Menschen mit Fleisch und Blut, die nicht nur gefällt mir posten, sondern mit dir auch durch dick und dünn gehen. Du wirst sehen, je länger du im Glauben stehst, desto weniger nichtchristliche Freunde hast du. Leider. Wir müssen festhalten, wir sind gesandt als Menschen zu den Menschen. Das schafft die Basis der Identifikation und des Vertrauens. Und irgendwann kommt hoffentlich die Frage meines Gegenübers, ja, und wie gehst du mit den Schwierigkeiten um? Dann habe ich die Möglichkeit, vom Wirken Gottes in meinem Leben zu berichten. Drittens. Ich bin gesandt in eine verlorene Welt. Jesus ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Lukas 19. Natürlich ist uns bei allem bewusst, die Menschen um uns herum gehen verloren. Ohne Christus gehen letztendlich alle ins ewige Verderben, auch wenn ihr Leben noch so edel und hilfreich war. Daher braucht es unseren Blick für den geistlichen Zustand dieser Welt. Wir brauchen geöffnete Augen, damit wir die geistliche Bedürftigkeit der Menschen um uns herum sehen. In der Schule, in der Arbeit, im Verein, in der Nachbarschaft, beim Einkaufen, im Zug, wo auch immer ihr seid. Um diese geöffneten Augen müssen wir bitten. Wir haben sie nicht automatisch. Wir sind auch gesandt als Verkündiger guter Nachricht. Uns ist eine frohe Botschaft anvertraut, die wir in Wort und Tat, in all dem Elend, das uns umgibt, verkündigen dürfen. Und ganz wichtig, das Evangelium besteht nicht nur aus Worten, sondern, wie Paulus schreibt, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wir in Österreich sind oft genug Raunzer und Semperer und Suderer. Jetzt weiß ich den schweizerdeutschen Ausdruck nicht, habt ihr wahrscheinlich auch gar nicht. Habt ihr so Leute? Nee, glaube ich nicht. Gell? Meckerer, wie sagt man hier? Weiß man nicht. Also Leute, die immer an irgendwas auszusetzen haben. Wir sollen aber Hoffnung verbreiten. Das hat nichts mit Keep Smiling zu tun, sondern mit einer positiven Lebenshaltung, die aus unserem Gottvertrauen erwächst. Der Glaube ist eben nicht nur für die schönen Tage da, sondern auch für Regentage oder Tage mit Blitz und Donner und Hagel. Die gute Nachricht besteht nicht darin, dass alles glatt läuft in unserem Leben, dass ich immer pumperl gesund bin und einiges Kies auf dem Konto habe. Die gute Nachricht besteht darin, dass ich mit Jesus Christus alles bewältigen kann. Wir sind auch gesandt als Versöhner. Ich bin so froh, 2. Korinther 5, Gott hat die Welt mit sich selber versöhnt, heißt da. Ich bin so froh, dass Gott hier aktiv geworden ist. Er hat sich alles kosten lassen, um uns wieder in die Gemeinschaft mit ihm zurückzubringen. Und damit die Menschen dieses Heil erfahren, richten wir diese Bitte eindringlich an sie. Lass dich versöhnen mit Gott. Paulus spricht in Römer 1, Vers 5 sogar davon, dass er gesandt ist, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Es ist also ein sehr dringlicher Auftrag. Und doch können wir den Erfolg nicht machen. Wir können im Grunde nichts zur Versöhnung beitragen. Es ist Gnade, wenn ein Mensch sich dem Werben Gottes öffnet und das Geschenk des Glaubens und damit die Versöhnung empfängt. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder davon, dass der Herr Menschen das Herz auftut. Nicht allen, nur Einzelnen. Andere wiederum gehen scheinbar unberührt weg. Zum Beispiel der reiche Jüngling. Warum lässt Jesus ihn gehen? Was ist aus ihm geworden? Die Bibel lässt das Ende offen. Manchmal stehst du da und musst einen Menschen einfach ziehen lassen.
Ich werde es wohl zu Lebzeiten nie begreifen, warum Gott dem einen das Herz auftut und dem anderen nicht. Jedenfalls erkennen wir persönlich ganz deutlich unsere Grenzen. Gott ist souverän in seinem Handeln und der Mensch eben auch. Wir sind gesandt als Diener. Der Schöpfer kam, um den Geschöpfen zu dienen. Das ist wahrlich haarsträubend. Das stellt die gesamte Gesellschaftsordnung auf den Kopf. Aber so war's. Und deshalb will Jesus, dass wir das auch tun. Und er hat es nicht nur einmal vorgemacht. Ich denke zum Beispiel jetzt in dieser Woche, an Karwoche zum Beispiel, an die Fußwaschung beim letzten Passamahl vor seinem Tod. Es braucht dieses Umdenken in uns. Wir sind nicht die Herren, sondern die Diener. Und darin möchten wir uns üben. Und nun legt Jesus zu guter Letzt noch ein Schäuferl drauf, Punkt 7. Mit voller Hingabe sind wir gesandt. In Johannes 15, Vers 13 heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wow, das ist schon ein heftiger Anspruch. Sterben für den anderen? Wer von uns würde das schon machen? Aber nehmen wir es einfach mal als Messlatte. So weit muss Liebe gehen. Volle Kanne Hingabe. Die Basis dafür ist, dass wir unser altes Leben verwirkt haben und nun wiedergeboren sind zu einem neuen Leben, das uns niemand nehmen kann. Das alte Leben ist gekreuzigt und muss über früh oder lang sowieso sterben. Danach kommt das Eigentliche. Diese Gedanken müssen sich in unserem Kopf festsetzen. Volle Hingabe heißt jedoch nicht, nutzlos zu sterben. Wir sterben nicht, auch nicht im übertragenen Sinne, um des Sterbens willen, damit die Leute sehen, wie demütig wir sind. Nein, mein Sterben muss dem anderen was bringen. Das Sterben Jesu war ja auch nicht zum Selbstzweck, sondern hat uns das Heil gebracht. Volle Hingabe heißt, bereit zu sein für ein Dienen, das an die Substanz geht, aber dem anderen dadurch nützt. Wir suchen nicht das Leid, aber sagen ja, wenn es erforderlich ist. So, das waren jetzt 3 Prinzipien der Sendung Jesu und 7 Merkmale, die seine Sendung ausgemacht hat und die unsere Sendung ausmachen. Jesus wurde gesandt, wir sind gesandt. Wir müssen nicht nach Österreich gehen. Wir können direkt anfangen, wenn wir hier rausgehen. Jetzt heißt es, die Bibelstellen nachlesen, gut durchschnaufen, das Ganze sacken lassen und dann fröhlich ans Werk. Die Sendung Jesu muss etwas ganz Natürliches werden in unserem Christenleben. Ich möchte sie nicht als zusätzliche Aufgabe verstanden wissen. Sie wird uns nicht zu allem anderen, was uns täglich bedrängt, noch auferlegt. Nein, das können wir alle nicht brauchen. Sie soll einen Lebensstil in uns hervorrufen, durch den Jesus durch uns andere Menschen segnet. Amen. Schöpfer vor Himmel und Erde, Anfang und Ende vor allem, du
dies Leben ein und alles blüht neu auf. Ich erhebe dich, mein Herr und Gott, alles in mir singt und lobt dir allein, gehört alle Ehre. Das ganze Universum erfüllst du, hast Sterne an ihren Platz gestellt, und doch bist du mir näher, wie's nur ein Freund kann sein. Ich erhebe dich, mein Herr und Gott, alles in mir singt und lobt dir allein, gehört alle Ehre. Ich erhebe dich, mein Herr und Gott, alles in mir singt und lobt Halleluja, Halleluja, so groß und wunderbar, verlässlich unendlich wahr. Heilig bist du allein, heilig bist du. So groß und wunderbar, verlässlich unendlich wahr. Heilig bist du allein, heilig bist du. So groß und wunderbar, verlässlich unendlich wahr. Heilig bist du allein, heilig bist du. Ich erhebe dich, mein Herr und Gott, alles in mir singt und lobt dir allein, gehört alle Ehre. Ich erhebe dich, mein Herr und Gott, alles in mir singt und lobt Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn Geschichte von der Welt zum Ende kommt, wenn alles auf Erden verstummt, sing ich in Ewigkeit, bet ich für immer an. Wir haben vor 1-2 Jahren an einem
Worship-Tag in Zürich die Aufgabe gehabt, 2 Minuten lang alle miteinander quer durcheinander Gott loben. Kein Bitte und kein Danke, sondern einfach nur loben. Und es war so schwierig. Und das nächste Lied, das ist auch genau perfekt für das. Und Jesus, wir möchten dich loben und wir möchten deinen Namen erheben. Du bist so wunderbar. Das Leben fließt von deinem Thron. Wer kann dich begreifen? So hoch erhöht und doch bei uns. Du allein bist würdig. Dir gebührt das Lob. Dir gebührt das Lob, Herr, wir beugen uns vor dir. Herrsche du in uns, Gott Allmächtiger, deinen Namen preisen wir. War und ist und der da kommt, Herrscher aller Zeiten. Du bist gekrönt für alle Zeit, du allein bist heilig, dir gebührt das Lob. Dir gebührt das Lob, Herr, wir beugen uns vor dir. Herrsche du in uns, Gott Allmächtiger, deinen Namen preisen wir. Ehre und Preis, Stärke und Kraft. Würdig ist das Opferlamm, Halleluja. Ehre und Preis, Stärke und Kraft. Würdig ist das Opferlamm, Halleluja. Ehre und Preis, Stärke und Kraft. Würdig ist das Opferlamm, Halleluja. Ehre und Preis, Stärke und Kraft. Würdig ist das Opferlamm, Halleluja. Halleluja. Würdig ist das Opferlamm, Halleluja. Dir gebührt das Lob, dir gebührt das Lob, Herr, wir beugen uns vor dir. Herrsche du in uns, Gott Allmächtiger, deinen Namen preisen wir. Dir gebührt das Lob, dir gebührt das Lob, Herr, wir beugen uns vor dir. Herrsche du in uns, Gott Allmächtiger,
Amen. Danke vielmals, Band. Ja, ich habe mich gefragt bei dieser Predigt, bin ich bereit, so wie es Brigitte gesagt hat, um den Lebensstil leben, von Sendung, von Segnung. Ich möchte auch dich fragen, bist du bereit, um den Lebensstil leben? Und das möchte ich dir einfach mitgeben, die kommende Woche, wenn du da wieder rauslaufst. Auf jeden Fall möchte ich euch Danke sagen, habt ihr euch senden lassen und lasst ihr euch jeden Tag noch senden. Und sind ihr einfach auch zu uns gekommen auf Embrach, um uns von dem zu erzählen. Und ich habe euch jedem noch etwas Kleines mit auf den Weg, wenn ihr wieder den weiten Weg heute zurückgeht, glaube ich. Und geben wir ihnen doch einfach noch einen warmen Applaus. Genau, danke vielmals für das, dass ihr da sind und für den Dienst, den ihr dient. Und ich möchte an diesem Moment auch Kollekte ansagen. Wir möchten Kollekte zugunsten von der ÖEA, genau, einfach einziehen. Ihr seid herzlich eingeladen, zum zu geben, was ihr möchtet. Auch ihr im Livestream, ihr habt auch einen Twint-Code für die, genau, ein bisschen Jüngeren. Ja, und die sind einfach herzlich eingeladen dazu. Dann möchte ich euch einfach auch herzlich einladen für einen weiteren Blick so ein bisschen in eine andere Welt, in eine andere Art, wie man Christ sein leben und kann, ja, Gottesdienst feiern. Und zwar möchte ich euch mega, mega herzlich einladen zum an Gemeindeabend über Pakistan. Es wird der Prediger, der Pastor von der EMK in Embrach, wird zu uns kommen am Dienstag und uns einfach erzählen, er ist selber aus dieser Region, wie das dort so zu und her geht. Und es wird sicher ein mega spannender und authentischer Bericht. Ich bin sicher, der Pede wird dort sein. Genau. Ja, möchten wir auch zusammen sonst noch in die nächste Woche schauen. Wir haben am Dienstag eben den Gemeindeabend, am Donnerstag ist Teenie-Zone, Kleingruppe. Am Freitag ist Gottesdienst. Karfreitag Gottesdienst und am Sonntag dann auch wieder Gottesdienst, Osterbrunch. Da möchte ich euch einfach einladen, am Freitag zum Thema grösster Zerbruch und dann am Sonntag Gottes Kraft im Zerbruch. Und ihr seht, es ist der Osterbrunch und da darf ich euch einfach auch einladen. Es wird so laufen, dass jeder etwas mitbringen, was er möchte, und es wird ein grosses Buffet geben, ein Teilete. Für Getränke, für Kaffee ist gesorgt und wir dürfen einfach das zusammen teilen, ja, was ihr bringt. Darum, wir sind mega herzlich eingeladen. Genau, dann darf ich jetzt auch noch das Esti führen, bitte. Du hast auch noch eine Info für uns. Dankeschön. Ja, ich stehe noch mal da für die Musical-Woche. Es ist unglaublich, aber es geht nur noch 2 Wochen. Und dann starten wir mit 50 Kindern da innen mit der Musical-Woche David gegen Goliath. Wir werden eine Woche lang das Musical einstudieren und nachher wird es 2 Konzerte geben. Also ich bin so langsam ein bisschen nervös und es sind jetzt noch 100'000 so Details, wo es noch daran zu denken gibt. Genau, und ich bin jetzt auch noch mal da, um eure Hilfe zu bitten. Und zwar müssen wir die 50 Kinder ja verköstigen. Also fürs Essen ist gesorgt, aber die 4 brauchen wir noch. Und da sind wir mega froh, wenn wir noch ein paar Helferinnen hätten, Helfer und Helferinnen, die Kuchen backen für uns. Wir haben da so Listen, die würde ich gerne gerade schnell durch die Reihe geben. Kannst du mir die schnell links und rechts durch die Reihe geben? Da kann man sich eintragen. Ab dem Freitag vor dem Musical, das ist dann irgendwie der 23. oder so, steht eine Kiste unten im Foyer, wo man den Kuchen einfach deponieren kann, eine angeschriebene Kiste. Oder ihr bringt es gerade an dem Tag, wo ihr euch dafür eingeschrieben habt. Das wäre mega super, danke vielmals. Und noch etwas Zweites, mega Wichtiges, ist das Gebet. Ich denke, wir sind in dieser Woche mega fest angewiesen auf eure Unterstützung im Gebet. Das ist jetzt wieder für die Jungen und für die Alten ein QR-Code. Den könnt ihr einfach jetzt gerade mit dem Handy scannen oder ist auch noch auf der Liste drauf, wo wir rumgehen. Und dann werdet ihr direkt in die Gebetsgruppe weitergeleitet. Ja, ich denke, wir haben viele Kinder dabei, auch aus kirchenfernen Familien. Sie werden wirklich mega fest mit dem Evangelium konfrontiert in dieser Woche. Es ist wirklich von der Grad, auch die Eltern am Konzert werden es hören. Und ja, wir fühlen uns zum Teil
schon recht angegriffen jetzt in der Vorbereitung. Es ist alles mögliche technische Probleme, kranke Kinder, Zeug und Sachen, die uns bremsen und schwer machen. Genau, bitte betet wirklich für diese Woche. Betet für uns Leiter, dass wir fit sind, dass wir Kraft haben, Energie haben, Geduld haben für die Kinder. Wir wünschen uns mega einfach auch eine mega gute Atmosphäre da rein. Dass es wirklich ein Ort sein darf, wo jedes Kind sich wohlfühlt, wo sich entfalten darf. Man muss ja auch ein bisschen aus sich rauskommen, zum Singen, zum Theater spielen. Dass es eine ermutigende Atmosphäre ist, dass Kinder sich gegenseitig helfen, ermutigen, anstatt fertig machen und auslachen. Genau, das wünschen wir uns mega. Und bitten euch wirklich um unser Gebet. In dieser WhatsApp-Gruppe werden wir euch auf dem Laufenden halten während dieser Woche. Wir werden immer wieder mal News schreiben, was so läuft und für was man gerade beten kann. Da sind wir wirklich mega froh. Ich tue den QR-Code nachher auch noch beim Kaffee hinten anlegen. Bei denen, die es jetzt nicht geklappt haben, könnt ihr das gerne auch nachher noch machen. Bei denen, die nicht so technikaffin sind, könnt ihr sehr gerne auf mich zukommen. Wir finden auch andere Wege. Danke vielmals. Super, danke vielmals, Esti. Ja, genau, das ist genau das, so Lebensstil leben, dass wir einfach zusammen als Gemeinde für euch beten. Das möchten wir mega gerne machen, Esti. Ja, und zum Schluss darf ich auch mit uns zusammen noch beten. Steht doch auf, dass wir zusammen das Segen sprechen. Ja, Jesus, ich möchte dir mega Danke sagen. Bist du ein Jesus, der bei jedem Schritt bei uns ist, wenn du uns sendest in unseren Alltag hinein. Und dass wir, wenn wir sagen, wir sind bereit, dass du jeden Schritt mit uns kommst. Und so möchte ich euch einfach segnen als Gemeinde und segnen und senden, dass ihr einfach den Lebensstil leben und gerüstet sind für die nächste Woche, was auch immer eurem Weg steht. Amen. Ja, ich darf euch einladen, um zusammen hier in der Kaffeebar noch zu sein. Verteilt euch doch noch ein bisschen, schwätzt miteinander. Und wenn ihr noch Fragen habt, Brigitte und das Team ist sehr gerne da. Einen schönen Sonntag miteinander. I know you've lost sight of the wonder, but I know it will come back faster than you could ever dream of. Na 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 na. So won't you hold on to love? Won't you believe in its power to heal what is broken? No, love is built like Rome, but you can tear it down with just a blow. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive and unbroken. This ain't no city dream. Na 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 na. So won't you hold on to love? Won't you believe in its power to hear what's unspoken? No, love is built like Rome, but you can tear it down with just a blow. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive and unbroken. So build love, won't you build love? Let it be a city on a hill that is alive without rival.
I see you bloom like a butterly on the moon. Ooh, do you put your crown on? See your time's running faster, you can call upon. Nobody knows that you're not even close. Let me tell you that they feel the same too. So grab your head and your toes. Let the madness grow cold. Let it smooth. 'Cause you're a bubbly on the moon. Shoulder back, chest out, hold your head up high. Didn't you know you were born to fly? Ooh, dear, put your crown on. See your time's running faster, you can call upon. And if you ever need a brother, I'll be right there too. And I'll cheer for you real smooth. Like a bubbly on the moon. Nobody knows that you're not even close. Let me tell you that they feel the same too. So grab your head and your toes. Let the madness grow cold. Let it smooth. 'Cause you're a bubbly on the moon. Don't give up on it, baby. You get the better side of me, and I'm moving mountains for your clarity. Can't you see? Grab your head and your toes. Let the madness grow cold. Don't give up on it. For as far as I know, nobody knows that you're not even close. Let me tell you that they feel the same too. So grab your head and your toes. Let the madness grow cold. Let it smooth. 'Cause you're a bubbly on the moon. You're a bubbly on the moon. You're a bubbly on the moon.